Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken für das Lied, dem Herrn danken. Ich dachte an Epheser 5,20, wo der Apostel sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. Heute Morgen kommen wir also, wie bereits im Vorprogramm erwähnt, zu dem 5. Lied in der Bibel, zu dem Lied der Hannah. Wir haben eine neue PowerPoint-Anlage. Ich hoffe, dass ich damit gut zurechtkomme. Und wir wollen dieses Lied durchgehen. Und ich habe gedacht, ein paar Bibelverse, nicht alle werden wir zeigen können, dann können Sie das ein bisschen besser selber mitverfolgen. Also das Lied der Bibel, das Lied Hannas. Bitte erlauben Sie mir noch mal kurz zu beten. Himmlischer Vater, in dem Namen des Herrn Jesus danken wir dir für diesen Tag. Für die Lieder, die wir gesungen haben, das Lied, das wir gehört haben, dass alles so ausgerichtet ist heute Morgen darauf, dir zu danken. Wir danken dir für die unaussprechliche Gabe Jesus Christus. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, dass wir es doch richtig verstehen, beherzigen oder bewegen können für unser persönliches Leben. Wir danken dir auch dafür, in Jesus Christus. Amen. Also, das Lied finden Sie 1. Samuel Kapitel 2 ab Vers 1 bis Vers 10. Freude, steht ja da schon. Mein Herz freut sich in dem Herrn. Oder der letzte Satz. Denn ich freue mich in deinem Heil. Freude ist doch immer was Schönes, oder nicht? Wie sind Sie heute Morgen aufgestanden? Haben sich heute schon gefreut? Oder aus dem Fenster geguckt, vielleicht das Gesicht verzogen oder hat Ihnen irgendetwas nicht so gefallen, nicht so gepasst? Oder haben Sie dem Herrn vielleicht auch schon gedankt, sich gefreut über sein Heil? Es gibt doch so viele Dinge, sich zu freuen. Es liegt in unserer Natur, dass wir meistens eher so das Negative sehen. Das ist schade. Aber bei all dem, worüber man sich freuen kann, ist es wohl die größte Freude, wenn man sich im Herrn freut, beziehungsweise in seinem Heil. Das ist es, was mich schon bewegt hat, muss ich sagen, an diesem Bibelvers, das hier steht. Mein Herz freut sich nicht an dem Herrn, sondern in dem Herrn. Ich freue mich nicht an seinem Heil, sondern in deinem bzw. seinem Heil. Also hier schreibt eine Person, eine Frau, die in Gott, in seinem Heil Freude gefunden hat. Das erinnert uns an Paulus, der ja schreibt, Philipper 4,4, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Also vielleicht das vorweg. Ich glaube, man kann sich erst richtig freuen, wenn man in Christus ist. Dann wird man auch in traurigen Tagen, das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt jeden Tag lachend durch die Gassen schreiten müssen. Wir kennen natürlich auch traurige Tage, aber dennoch trägt uns eine gewisse Freude. Das ist Grundlage unseres Lebens. Das Lied Hannah, es wird im Allgemeinen angenommen, dass es ein Lied ist, weil es aus Reimen besteht, Gedichtform, das war oft so im Alten Testament, dass das dann gesungen wurde, siehe auch die Psalmen zum Beispiel, das sind ja eigentlich alles Lieder. Und wir wollen dieses Lied der Hannah mal durchgehen, verschiedene Punkte, 4 Hauptpunkte werde ich haben.
Das erste vielleicht so überschrieben: Mit Jesus kommt die große Wende. Dieser Bibelvers, 1. Samuel 2,1: Und Hannah betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Was ist an diesem Bibelvers denn eigentlich so Besonderes? Das Besondere, würde ich sagen, besteht darin, wenn man diese fröhliche und glückliche Frau damit vergleicht, wie sie noch ungefähr vor einem Jahr gewesen ist, dann kann man nur staunen. Und darum habe ich mir gedacht, dass dieser Titel vielleicht als erster Punkt gut passt. Mit dem Herrn, mit Gott, mit Jesus Christus kommt die große Wende. Wer war diese Hannah eigentlich? Da müsste man jetzt das erste Kapitel lesen vom 1. Samuel-Buch. Hannah war eine traurige Frau. Sie war eine entmutigte Frau und wahrscheinlich, denke ich mal, sie war eine verbitterte Frau. Steht alles in Kapitel 1. Warum war sie traurig, verbittert, verzagt? Sie konnte keine Kinder bekommen. Sie war, wie man so sagt, unfruchtbar. Das war in der damaligen Gesellschaft ein großer Makel. Kinder waren die Garantie für die Altersversorgung. Es war nicht unüblich, dass kinderlose Frauen dazu direkt oder indirekt gezwungen wurden, ihre Magd, wenn sie dann eine hatten, ihre Magd den Ehemann zur Verfügung zu stellen, dass der Ehemann mit der Magd der Frau den Beischlaf hielt und die Magd für die Ehefrau Kinder bekam. Das war oft sehr demütigend. Wir kennen das ja auch von Abraham, nicht wahr? Sarah und Hagar. Wo Sarah allerdings die Initiative auch ergriffen hat. Also das zeigt, das war damals in dieser Gesellschaft üblich. Hinzu kam, dass man damals wohl nicht aufgrund des Gesetzes Gottes, das nicht, aber aufgrund der Gesetze, der Gegebenheiten damals, der Gesellschaft, der Kultur damals, in der man lebte, ein Mann durfte sich von einer unfruchtbaren Frau sogar scheiden lassen. Das war ein Scheidungsgrund. Und die Israeliten haben sich ja damals schnell scheiden gelassen. Ja? Das hat der Jesus im Neuen Testament aufgegriffen. Wenn der Teller nicht richtig abgewaschen war, dann war das schon ein Scheidungsgrund. Bisschen übertrieben, aber so ähnlich fuhr man da damals mit. Hannah musste also, die unfruchtbare Frau, sie musste also ihren Mann mit einer anderen Frau teilen. Diese andere Frau hieß Penina. Vielleicht war sie die Magd der Hannah. Jedenfalls war sie eine Zweitfrau ihres Ehemannes, Elkana. Und diese Penina, die bekam Söhne und Töchter. Und ich sage mal, die Hauptfrauen eben nicht. Und Penina hat diese Situation ausgenutzt, schändlich ausgenutzt, denn sie hat die Hannah gekränkt, sie hat sie verspottet, gehänselt über ihre Kinderlosigkeit. Du hast keine Kinder, du kannst keine Kinder kriegen. Aber sieh da, mir geht es gut, ich habe Kinder von deinem Mann. Es muss also bitter gewesen sein. Und man kann sich vorstellen, wie das im Herzen der Hannah ausgesehen hat. Darüber weinte sie natürlich. Sie war sehr gekränkt und Kapitel 1 sagt, sie konnte nicht mal mehr essen. Also das ging wahrscheinlich schon an den Rand der Depression. Und das, sagt Kapitel 1, Vers 7, wiederholte sich Jahr für Jahr. Ihr Ehemann nun, Elkana,
der liebte zwar seine Frau von ganzem Herzen, aufrichtig, aber er konnte sie nicht wirklich trösten. Er verstand sie nicht mal richtig. Elkana hat dem auch Ausdruck gegeben, das zeige ich jetzt nicht, Vers 8. Elkana, aber ihr Mann sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du denn? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ja, schön gesagt. Aber kein Ersatz für Kinder. Also wir sehen, der Mann hat es irgendwie versucht, er hat es aufrichtig gemeint, aber so richtig verstehen konnte er das nicht. Sich so richtig hineinversetzen in die Situation seiner Ehefrau konnte er nicht. Das kennen wir ja auch, ja? Dass wir mit unserem Leid manchmal ganz alleine sind und dass uns niemand wirklich richtig versteht, so gut sie es meinen. Und dann kam noch etwas hinzu, selbst der Priester damals, Hohepriester Eli, der misstraute ihr auch und missverstand sie, denn die Hannah, die ging in den Tempel, in die Stiftshütte. Stiftshütte, da war wahrscheinlich damals ein bisschen ausgedehnt worden, nicht mehr so die Stiftshütte wie in der Wüste, darum wird sie auch Tempel genannt, war vielleicht ein Anbau dran gewesen. Und die ging in die Stiftshütte bzw. in den Tempel und betete da, aber mit leiser Stimme, wir werden später noch darauf zurückkommen. Das war damals unüblich. Und der Priester hat gedacht, die Frau ist, ich sage mal ganz grob, besoffen. Die Frau ist betrunken, die hat zu viel Wein getrunken. Und dann machte er sie an: Hör mal, lass endlich den Wein weg. Was fällt dir ein, hier im Tempel, in der Stiftshütte, vor dem Herrn betrunken zu sein und hier so rumzulallen? Dabei meinte sie es ernst und sie war ja nicht betrunken. Also auch der Priester hat sie nicht verstanden. Hannah bekennt sich dann später selber dazu, dass sie sagt in den Versen 15 bis 16, dass sie eine betrübte Frau gewesen ist, mit beschwertem Gemüt und mit großem Kummer erfüllt ist. Und ich denke, so aus den Zeilen zu entnehmen, die Frau hatte deshalb auch mit ihrem Selbstwertgefühl zu kämpfen. Wenn man von keinem verstanden wird, wenn man dann von der Nebenbuhlerin noch gehänselt, geärgert wird und keine Kinder bekommen kann, was damals ein großer Makel war, gesellschaftliches Problem. Das war nicht einfach. Also Menschen standen ihr boshaft gegenüber oder ratlos oder mit Missverständnis. Sie war mit ihrem Problem allein. Bis sie sich an den Herrn wendet. Und dadurch, dass sie sich an den wendet, der alles wenden kann, kam die Wende. Vers 9 bis 10. Moment. Ist das jetzt Vers 9 bis 10? Nein. Geht nicht hier. Na, dann lassen wir das. Hier scheint es auch nicht auf dem Pult. Müssen wir doch so bleiben, wie wir sind. 2. Samuel, Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. In den weiteren Versen heißt es dann, dass sie nur leise betete. Also in ihrem Herzen quasi, in Gedanken kann man sagen, dass sich lediglich die Lippen ein wenig bewegten. Und das hat eben der Priester Eli dann missverstanden. Warum betet ihr hier nicht vernünftig? Warum nicht mit lauter Stimme, so wie sich das gehört? Aber sie war so am Schluchzen und am Weinen und sie war so am Ende mit ihren Kräften, so gequält in ihrer Seele, dass sie eben nur leise betete und schluchzte und das alles gar nicht so richtig in Worte fasste, aber dann doch mit die Lippen bewegte. Aber das Wunderschöne ist, Gott, der in die Herzen sieht, der hört sie. Keiner versteht sie, Gott hört sie und versteht sie. Und er erhört ihr Gebet
Und die Frau wird tatsächlich schwanger. Und dann gebar sie einen Sohn namens Samuel. Und sie hat ja vorher schon versprochen, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann soll mein Sohn dir zur Verfügung stellen, dann gebe ich ihn dir zurück, dann soll er ein Priester werden, dann soll er ein Prophet werden, dann soll er in der Stiftshütte im Tempel Dienst tun, für dich. Das hat sie dann auch später erfüllt. Nicht so wie wir, die wir manchmal Versprechungen machen und wenn wir dann die Erhörung haben, dann erfüllen wir unsere Versprechen vielleicht doch nicht so. Also sie hat das so getan und sie bekommt also jetzt den Samuel und Samuel bedeutet vom Herrn erbeten. Und dann bekam sie später noch 3 Söhne übrigens und noch 2 Töchter. Also sie hatte insgesamt dann 6 Kinder, ja. Also Gott erhört immer über Bitten und Verstehen. Dieselbe Frau, also, die vorher so verzweifelt war, ist nun vor Glück außer sich. Sie kommt zu neuen Kräften und sie kann sagen, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Das bedeutet nichts anderes als Horn ist ein Zeichen der Kraft. Mein Horn ist erhöht. Also ich bin aufgestellt worden. Ich bin neu ermutigt worden. Ich bin zu neuen Kräften gekommen durch den Herrn, der ich eine so betrübte und so gequälte Person gewesen bin. Nun muss ich aber eins auch noch sagen, an dieser Stelle, ich meine, es ist ja klar, ich denke, wir sind nüchtern genug, wir können jetzt nicht alles 1:1 übernehmen, was die Hannah hier so erlebt hat im Einzelnen. So kann es zwar sein, das haben wir auch schon erfahren dürfen und miterleben dürfen, das ist wunderbar, dass eine Frau, die bis an kinderlos gewesen ist, auf einmal dann doch, manchmal nach Jahren, ein Baby bekommt. Das ist eine große Freude, ja. Aber das muss nicht immer so sein, ne? Das ist uns auch klar, dass es nicht in jedem Fall so gehen muss. Manchmal hat der Herr auch andere Wege. Aber eins, glaube ich, dürfen wir schon hier aus diesem Text nehmen und anwenden. Zu einer Wende mit der Hilfe des Herrn wird es immer kommen. Immer irgendwie. Niemand wendet sich an Gott umsonst. Das gibt es nicht. Auch wenn unser Gebet nicht in der Form erhört wird, wie wir es wünschen, aber er ist da und er schenkt eine Wende und wenn es die Gnade ist, eine gegebene Situation zu tragen, zu ertragen oder vor Alternativen gestellt zu werden, ja, dass Gott uns andere Türen öffnet. Also zu einer Wende kommt es immer. Hannah, die Traurige. Wir leben heute in einer traurigen Welt, würde ich sagen, mit traurigen Nachrichten. Ist es nicht so? Kürzlich sagte mir noch jemand, also wenn man Fernseh oder Radio oder was, oder Zeitung aufschlägt, ist alles negativ. Alles traurig. Endlose Einzelschicksale. Irgendetwas aus der Geschichte Hannahs trifft sicher auch auf unser Leben zu. Irgendetwas. Vielleicht das Nicht-Verstanden-Sein, das Nicht-Verstanden-Werden. Vielleicht Probleme mit dem Selbstwertgefühl, Traurigkeit, Tränen, eben Missverständnisse, Kraftlosigkeit, Verzweiflung. Irgendwas aus ihrem Leben trifft sicherlich auch auf unser Leben zu und darum ist es auch zutreffend, wenn viele Menschen behaupten, dass mit ihrer Hinwendung zu Jesus tatsächlich plötzlich eine große Wende eintrat. Es wurde was anders. Sie selbst wurden verändert und manchmal veränderten sich ganz einfach Situationen. Wie weit ist Gott von uns entfernt? Ein Gebet. Das reicht. Hannah betete zum Herrn. Und da kam die Wende. 1. Samuel 2, 2-3. Und jetzt betet diese Frau triumphal und ruft es aus hier in ihrem
Es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. 3 Dinge betont Hannah hier in diesen Versen ganz besonders. Erstens, Hannah lobt den Herrn über seine Heiligkeit. Niemand ist heilig wie der Herr. Wenn wir das jetzt so vor Augen haben, niemand ist heilig wie der Herr. Der heilige Gott. Der 3-mal heilige Gott. An was denken Sie dann? Meistens ist es dann, wir reagieren meistens dann so, heilig, hochheilig, das Allerheiligste, unnahbar. Meistens schrecken wir zurück, wenn wir mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, schon mit dem Wort. Ist das nicht so? Da bekommt man ein bisschen Angst, so mit der Angst zu tun. Da denkt man immer gleich automatisch, das ist der unnahbar heilige Richter, der genau Acht hat auf unser Leben und der wie mit so einem Zeigestock auf alles sieht und zeigt in unserem Leben, was nicht in Ordnung ist. Du böser Bube, du. Ja, das denken wir meistens. Heiligkeit Gottes. Aber wissen Sie, hier singt und lobt eine Frau und hier besingt und lobt eine Frau einen Gott in seiner Heiligkeit, der ihre Gebete erhört hat. Und darum, Heiligkeit bedeutet auch etwas ganz anderes. Nämlich die Erfahrung mit Gott zu machen, wie sie Hannah gemacht hat. Oder wie sie auch Jesaja beschreibt. Jesaja beschreibt auch die Heiligkeit Gottes. Und er sagt in Kapitel 57, 15, ich glaube, das habe ich auch wunderbar aufgeschrieben. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Hannah hat erlebt, wie der Heilige sich ihr in Liebe zugeneigt hat und ihre zerbrochene Seele aufrichtet. Das tut der Heilige. Warum? Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, glaube ich, die Heiligkeit Gottes lässt es nicht zu, jemanden im Stich zu lassen. Er ist treu. Er ist immer wahrhaftig. Aber solange Menschen ohne Gott nur bei Menschenhilfe für ihre tiefsten seelischen und geistlichen Bedürfnisse suchen, werden sie auf der Suche bleiben. Das ist wie mit dem Aufkleber auf dem Heck eines Autos, wo drauf steht, hinterherfahren zwecklos, habe mich selbst verirrt. Wir laufen den Menschen hinterher mit 1000 Ideen und Hilfsangeboten, esoterisch, astrologisch, pseudowissenschaftlich. Und das bringt gar keine Hilfe, wir sind selber verirrt. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja. Hannah ehrt den Herrn dafür, dass er wie ein Fels ist. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Woran denken wir? Hannah hat das jetzt erlebt, wenn wir an einen Fels denken. Ein Fels ist stark, ein Fels ist unwandelbar. Ja, den kann man nicht von der Stelle heben. Mose beschreibt Gott sogar im 5. Mosebuch als den Fels der Treue, ohne Falsch, gerecht und aufrichtig.
Das ist ein Fels. Treu, ohne Falsch, gerecht und aufrichtig. Das ist Gott. 5. Mose 32,4. An einem Fels zerbrechen die Wellen des Meeres, nicht umgekehrt. Die Nationenwelt wird ja auch als Meer bezeichnet, ja, als das Nationenmeer in der Bibel in bildlicher Sprache. Ein Gebäude, das auf einem Felsen gegründet ist, sagt der Herr selber in einem Gleichnis, das ist fest gegründet. Wenn da der Wind und der Sturm kommt, dann passiert da nichts. Im Gegensatz dazu, wenn ein Haus auf Sand gebaut ist. Und ein Schiff, das an einen Fels verankert ist, das reißt die Strömung nicht weg. Und da sind wir wieder bei der Hannah und bei ihrem Erlebnis. Hannah, die kaum noch ein Selbstwertgefühl hatte, fand jetzt Festigkeit in diesem göttlichen Fels. Das ist der Fels, worüber Gott spricht zu Mose im 2. Mose Kapitel 17, worauf Gott selber stand. Israel hatte kein Wasser und Gott sagt dem Mose, schlage den Fels, auf dem ich stehe. Und Mose schlug den Fels und da kam Wasser raus. Und wir wissen, das ist ein schönes Bild für das Heil im Kreuz auf dem Felsen von Golgatha. Ja? Da wurde Jesus geschlagen, gekreuzigt. Und seitdem fließen Ströme lebendigen Wassers. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. In unserer Welt verändern sich die Umstände andauernd. Andauernd. Freunde kommen und gehen. Mit der Gesundheit geht es auf und ab. Sicherheiten sind unbeständig. Wie ist das mit der Rente? Kriegen wir sie noch oder kriegen wir sie nicht? Karriere ist nicht von Dauer. Es ist alles endlich und veränderlich in unserer Welt. Ständig. Es scheint keine Festigkeit da zu sein. Kein solides Fundament. Wo finden wir das? Das von bleibendem Wert ist. In dem Fels, welcher der Herr Jesus ist. Und wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der erfährt das. Hebräer Kapitel 6, Vers 19. Wir sprachen von einem Anker, ja, der an einem Fels fest verankert ist. Das reißt die Strömung nicht weg. Und das Bild nimmt die Bibel für einen Menschen, der an Jesus glaubt. Da ist Jesus der Anker im Allerheiligsten. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Also das heißt, wir sind durch Jesus mit Gott verankert, bereits jetzt im Himmel, gesichert. Da kann uns nichts mehr entreißen. Hannah preist den Herrn auch noch dafür, dass er alles weiß. Wieder zurück. Denn der Herr ist Gott, der alles weiß. Hannah betete ja leise, hatten wir gesagt. Sie betete in ihrem Herzen, sie schluchzte, sie weinte. Nur ihre Lippen haben sich gerade mal bewegt. Von Eli wurde sie missverstanden und beschimpft, ausgeschimpft. Penina verspottete sie, ihr Ehemann verstand sie nicht. Sie litt Qualen über ihre Notsituation, dass sie nicht empfänglich war. Aber einer blickte tiefer und zeigte Verständnis. Einer blickte in ihre tiefsten Sehnsüchte und hörte ihr Gebet. Wenn sie sich nicht mehr verstanden wissen, wenn sie meinen, sie sind ganz allein. Einer ist da, der alles weiß. Der Psalmist sagt, Gott versteht unsere Gedanken von ferne. Er weiß alles. Er umgibt uns und alle Menschen, der Allmächtige, wie die Luft zum Atmen. Er ist überall. Er ist überall.
kennt die tiefsten Beweggründe der Herzen, kennt ihre Sehnsucht, ihre Not, ihr Fragen, ihr Suchen, ihr Beten, da wo sie Schwierigkeiten haben. Er weiß das alles und er ist da und hört. Aber mit diesem Wissen ist dann auch gleichzeitig eine Ermahnung verbunden, denn der Herr weiß auch um alle Vermessenheit und Arroganz. Das ist die andere Seite natürlich der Medaille, um alle Widerspenstigkeit, ja? Redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr weiß alles. Auch da, wo die Menschen sich gegen ihn auflehnen. Dann drittens, mit dem Herrn steht man immer auf der besseren Seite. Immer auf der sicheren Seite. Wir lesen diesen Text, 2. Samuel 2, 4-7. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren. Sie hatte nur 6 Kinder gehabt, die Hannah, aber 7 ist einfach ein Bild der Vollzahl. Ja? Das heißt, sie hat die Fülle, sie hat in Gott alles, was sie braucht für ihr Leben, für ihr physisches Leben, für ihr geistliches Leben. Und die viele Kinder hat, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhört auch. Er erhöht auch, so. Wenn wir das jetzt mal genau gegenüberstellen, dann stellen wir fest, dass es hier um 7 Gegensätze geht. Um genau 7 Gegensätze, würde ich sagen. Stark und schwach, erstens. Zweitens, satt und hungrig. Drittens, unfruchtbar und fruchtbar. Viertens, tot und lebendig. Fünftens, totenreich und auferstehungsreich. Sechstens, arm und reich. Siebtens, erniedrigt und erhöht. Und diese Gegensätze widerspiegeln ganz einfach ein Leben mit oder ohne Gott. Das ist der Gegensatz. Das ist der Gegensatz zwischen Weltreich und Gottesreich. Das ist der Gegensatz zwischen einem Menschen, der Gott in den Wind schlägt und sagt, ach, was soll das? Und vielleicht einem Atheisten oder unreligiösen Menschen. Im übertragenen Sinn geht es hier natürlich bei dieser Gegenüberstellung weniger um materielle Dinge, sondern um geistliche Inhalte. Das ist klar. Die Frage ist ja, in unserer Welt beschäftigt sich ja jeder mit, welches Leben lohnt sich eigentlich zu leben? Was ist der Sinn, ja, des Daseins? Was gibt wirklich Tatkraft oder Tragkraft, Entschuldigung? Was bleibt am Ende bestehen? Aus diesen 7 Gegensätzen können wir mindestens 2 Dinge lernen. Die kann man unterteilen. Die ersten 3 und dann die nächsten 4. Die ersten 3 Punkte, das irdische Leben betreffend. Ohne Gott werden Reiche arm. Und arme Seelen werden mit ihm reich. Das ist genau das, was Hannah erlebt hat. Die einen sind dann die großen Verlierer, und wenn sie es erst am Ende ihres Lebens merken, aber viele stellen das auch schon viel früher fest, die anderen werden zu Gewinnern. Die einen gehen leer aus und die anderen gewinnen ein Übermaß an ewiger Gottseligkeit. Schon viele haben ein Leben mit Gott bereut, aber ich persönlich kenne niemanden, der irgendwie irgendwo ein Leben mit Jesus bereut hätte. Kenne ich nicht. Aber ich weiß um viele, die ein Leben ohne Jesus bereut haben. Das kann man schon aufzählen. Also stark, schwach, satt, hungrig, unfruchtbar, fruchtbar. Und dann auch dem Tod betreffend oder dem Sterben betreffend. Zuerst kommt ja der Tod und dann
die Auferstehung. Wer sich auf die Seite Jesu befindet, der befindet sich immer auf der richtigen Seite. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht auch. Sehen Sie, zuerst kommt der Tod, wird hier erwähnt, und dann die Auferstehung. Wer sich auf der Seite Jesu befindet, der befindet sich auf der sicheren Seite, auch was die Auferstehung betrifft. Das zeichnet eben einen Christen von einem Menschen, der sich nicht als Christ bezeichnet, aus. Er hat eine beruhigende, der eine hat eine beruhigende, getragene, geborgene Sicherheit über den Tod hinaus, während die anderen das nicht haben. Ihr Leben ist gequält von Ungewissheit. Wer nicht an Gott glaubt, wer nicht seinem Wort glaubt, wer nicht seinem Sohn Jesus glaubt, dessen Leben ist doch ständig gequält von dieser Unsicherheit. Ja, und wenn es nur doch Gott gibt, ist wirklich mit dem Tod alles aus? Und der andere, der in Jesus seinen Frieden gefunden hat, der ist nicht naiv. Aber der wird von Gott, bekommt er die Bestätigung durch den Heiligen Geist, jetzt hast du Ruhe. Jetzt kannst du die Sicherheit haben und die Garantie, du wirst in meinem Reich Frieden haben. Das ist Wunderbares. Paulus sagt das ja auch im 1. Thessalonischer Brief, wenn er über die Auferstehung spricht und die Verwandlung, dann sagt er auch, wir lassen euch nicht im Unklaren darüber, damit ihr nicht ohne Hoffnung seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, also auch da der Gegensatz. Die einen haben die Sicherheit der Hoffnung, die andere die Unsicherheit der Nichthoffnung. Es ist doch eigenartig, man erfährt das ja immer wieder, manche laufen ihr Leben lang vor dem Tod davon, obwohl sie ihm ja doch immer näher kommen. Es gibt Menschen, in deren Gegenwart darf man nicht mal das Wort Tod erwähnen, die feiern auch keine Geburtstage. Gut, aus dem Alter bin ich auch raus, muss ich sagen. Also, was soll man denn da noch feiern? Ne? Ja gut, wir gehen der ewigen Jugend entgegen. Das dürfen wir feiern. Aber es gibt Menschen, in deren Gegenwart darf man den Tod nicht erwähnen. Obwohl das ist ja Quatsch, weil wir kommen ihnen ja doch immer näher. Wir sind ja umgeben davon. Ich habe zu diesem Thema Tod und Auferstehung, ich habe da zwei gegensätzliche Aussagen gefunden, die sind sehr interessant. Da sagt einer, ich werde Ihnen nachher sagen, wer das gesagt hat, da werden Sie vielleicht staunen, Altwerden ist ein Massaker. Ich sehe das Nichts immer näher auf mich zukommen. Marcel Reich-Ranitzky. Bekannt? Jüdischer Mann, Literaturkritiker, ja? Marcel Reich-Ranitzky. Altwerden ist ein Massaker. Ich sehe das Nichts immer näher auf mich zukommen. Und ein anderer sagt, und das ist Peter Steinacker, der war Kirchenpräsident in Hessen und Nassau, der hat gesagt, das sage ich auch gerne zweimal, Jesus Christus ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Sehen Sie, das sind die Gegensätze. Der eine ist voller Freude und voller Hoffnung, weil er verankert ist mit Jesus in Gott, und der andere, der kann noch so viel wissen und noch so viel haben, für ihn ist der Tod nichts weiter oder das Altwerden nichts weiter als ein Massaker. Und diesem Jesus, in dem wir Frieden gefunden haben, ihm gehört die Zukunft. 2. Samuel 2, 8-10, wegen der Größe haben wir jetzt hier erst einmal Vers 8. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Sehen Sie den Unterschied? Da sitzt man noch im Kot, also Jugend würde sagen, da sitzt in der Scheiße, und auf einmal auf dem Thron Gottes. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt.
Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel, der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Das Ganze wird nun auf einmal in diesen letzten 3 Versen hochprophetisch. Also die Hannah, es war eine Prophetin, kann man sagen, ja? Die zuerst noch ihr eigenes Leben besingt und darstellt, diese Wende, die sie mit Gott, mit dem Herrn erlebt hat. Auf einmal scheint es so, dass sie tiefer blickt und etwas viel Wichtigeres, Größeres dahinter entdeckt und im Heiligen Geist besingt. Es geht um den zukünftigen Tag des Herrn. Wir leben hier jetzt im Tag des Heils, ne, sagt die Bibel, schon 2000 Jahre. Das ist der Tag des Heils. Wenn der Tag des Heils vorbei ist, nach welcher Zeit auch immer, das wissen wir nicht, dann kommt der Tag des Herrn. Und dieser Tag des Herrn ist dann verbunden mit Gerichtsperioden, ist aber nicht das Ende der Welt, keine Angst. Und dann kommt der Herr in Herrlichkeit zurück. Das glauben wir, weil wir der Bibel glauben. Und ich möchte hierzu 2 Kommentare zu Wort kommen lassen. Und das Interessante ist, wer diese Kommentare verfasst hat. Das eine, oder der erste Kommentar ist von Arno Gebelein, der bereits um 1900 aufgrund seiner persönlichen Bibelstudien die Sammlung der Juden in ihrer Heimat und die Staatsgründung Israels 1948 vorausgesagt hat. Also nicht das Jahr 1948. Aber aufgrund seiner Bibelstudien wusste er, es kommt zu einer Rückführung der Juden in ihre Heimat und zu einem neuen Staat. Ich habe das Buch in meinem Regal stehen. Und der Mann sagt in einem Kommentar zum Alten Testament über diese Stelle hier, diese Bibelverse, diese 3, ich gehe da nochmal zurück auf Vers 8. Von der Mitte des 8. Verses an spricht sie, also Hannah, von der Zukunft. Der Tag des Herrn mit seinen Gerichten kommt ins Blickfeld. Die Füße seiner Heiligen werden gehalten, die Bösen werden in Finsternis sein, die Feinde in Stücke zerbrochen. Dann schweigt der Himmel nicht länger, der Herr richtet, der König Israels, wahrer und einst verworfener König, unser Herr Jesus Christus, wird erhöht sein. Am Anfang der Bücher der Könige sehen wir den wahren König des Himmels in einer prophetischen Vision. Wir kommen nachher darauf zurück. Und der bedeutende Bibellehrer William MacDonald schreibt, das Gebet scheint auch Peninna für ihre vielen Sticheleien zu tadeln, die sie Hannah zugefügt hatte, aber es geht prophetisch über diesen Familienstreit hinaus und weist auf den Sieg Israels über seine Feinde und auf die zukünftige Herrschaft Christi hin. Vers 8a. Er erhebt den Geringen aus dem Staub und aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Der Thron der Herrlichkeit im Reiche Gottes. Das beschreibt genau das, was der Prophet Daniel in Kapitel 7, Daniel in Kapitel 7 beschreibt ja schon Jahrhunderte vor dem ersten Kommen Christi, den Menschensohn, der wiederkommt. Und dann beschreibt er, und ich sah Throne, und sie setzten sich auf Thronen, und das Reich wurde seinen Heiligen gegeben. Und das beschreibt auch der Apostel Johannes in der Offenbarung. Nämlich die Auferstehung derer, die durch die große Trübsal gingen oder gehen müssen, werden auferweckt werden und sich dann auf Throne setzen. Die Stelle in der Offenbarung, die möchte ich zitieren, Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen gegeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen
und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Das ist genau das, was hier Vers 8 sagt. Er erhebt die Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, aus dem Tod kann man sagen, ja, die Verse vorher noch, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Das wird in der Offenbarung geschildert. Wenn der Überrest des jüdischen Volkes durch die große Trübsal geht und viele auch verfolgt werden, und die werden, wenn der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit wiederkommt, auf Throne gesetzt. Dann Vers 8b, also der letzte Abschnitt. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Damit sehen wir diese Souveränität Gottes. Er hat sich Israel erwählt, und wenn die ganze Welt dagegen ist, er hat sich seine Gemeinde erwählt. Alle, die in Christus sind, gehören ihm. Und die Pforten der Hölle, sagt die Bibel, kann seine Gemeinde nicht überwinden. Völker brechen zusammen, Ideologien, der Kommunismus, der Nationalsozialismus, all das bricht zusammen. Das Christentum lebt. Ob es den Menschen gefällt oder nicht. Dieser Vers 8b, also am Schluss da, denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Für Grundfesten kann man auch, das sagen andere Bibelübersetzungen, Säulen einsetzen. Also die Erde steht auf Säulen, allerdings nicht sichtbar, sondern unsichtbar, auf unsichtbaren Säulen, auf welche die Erde fest gegründet ist. Also es gibt etwas, so möchte ich das mal sagen, dass die Erde, das Universum zusammenhält, trägt und Bestand gibt. Die Schweiz ist ja wissenschaftlich weltbekannt zurzeit wegen diesem Teilchenbeschleuniger in Genf. Und mit diesem Teilchenbeschleuniger sucht man ja zurzeit verzweifelt das sogenannte Gottesteilchen. Ne? Haben Sie schon mal gelesen, ja, oder gehört oder gesehen? Das Gottesteilchen, also gesehen haben Sie es nicht, aber vielleicht im Fernsehen verfolgt. Man sucht nach diesem Gottesteilchen, also die Wissenschaft, wie nach einem heiligen Gral. Worum geht es eigentlich bei diesem Gottesteilchen? Man sagt, wenn man die Antwort hat und dieses Gottesteilchen findet, dann hat man die Antwort auf die ganze Existenz und den Anfang der Schöpfung und alles, was da ist. Bei diesem Gottesteilchen geht es um die schlüssige Erklärung, warum Elementarteilchen wie Elektronen und Quarks, also Quarks, die Mehrzahl von Quark, wie Elektronen und Quarks überhaupt eine Masse besitzen. Das heißt, was sie zusammenhält, um eine Masse zu sein. Die Antwort sucht man. Was bindet, was hält alles zusammen? Was trägt Himmel und Erde? Dass es nie auseinanderfällt. Mit der Entschlüsselung dieses Gottesteilchens erhofft man sich die Schöpfung dann evolutionistisch zu erklären. Aber wie heißt es in einem schönen Spruch? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Jesus Christus. Die Bibel bezeugt uns das. Jesus Christus hält die ganze Schöpfung zusammen. Also ich möchte es mal so sagen, ist ein entwürdigender Name für ihn, aber er ist das Gottesteilchen. Er ist der Sohn Gottes. Der Hebräerbrief sagt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit Gottes, und der Ausdruck seines Wesens. Also Jesus ist gleichsam auch Gott. Und jetzt kommt es, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft.
Also den teuren Teilchenbeschleuniger, den könnte man sich vielleicht auch sparen. Ne? Oder Kolosser sagt, alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist es. Jesus bindet alles zusammen. Er trägt alles, was da ist, was existiert. Er ist der Schöpfer. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden. In einem Bericht heißt es, ich zitiere, da geht es um den menschlichen Körper. Der muss ja auch zusammengehalten werden. Ne? Warum fallen wir eigentlich nicht auseinander? Ja. Physikalisch, chemisch. Der menschliche Körper wird von einem Molekül namens Laminin zusammengehalten, heißt es in einem Forschungsbericht des Basler Pharmaunternehmens Roche. Nee, Rocher. Roche. Laminin, Roche, ja. Laminin, Rocher ist auch gut, ne? Auch so Kügelchen, ne? Süß. Laminin verbindet Zellen und Gewebe. Mit anderen Worten, Laminin hält unser Leben zusammen. Ohne dieses Protein würde der Körper buchstäblich auseinanderfallen. Es hält unsere Organe, unsere Haut zusammen. Äußerst interessant ist jedoch die Form dieses verbindenden Elementes. Schreibt Roche. Rocher. Die Substanz, die unser Leben zusammenhält, hat unter dem Mikroskop betrachtet die Form eines Kreuzes. Laminin besteht aus 2 B-Ketten und einer A-Kette, die durch Brücken verknüpft sind und ein großes, kreuzförmiges Molekül bilden, heißt es weiter in diesem Bericht von Roche. Also ein Kreuz hält das ganze Leben zusammen. Wie die Bibel es sagt. Vers 9. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Das ist ja, der Mensch will ja viel erreichen, aber er würde besser Gott vertrauen. Wissenschaftliche Entwicklungen sind ja gut und wichtig auf medizinischen Ebene, ja, und auch auf anderen Ebenen. Die hat Gott uns ja auch zur Verfügung gestellt. Danken wir dem Herrn. Und wir dürfen das ja auch nutzen. Aber es darf nicht ihn ausklammern, der der Schöpfer von allem ist. Ja, er lässt uns mal ein Osterei finden, ja, in der Wissenschaft. Und dann meinen wir gleich, es gibt keinen Gott. Nur weil wir es entdeckt haben, was schon lange gab. Man versucht ja heute gerade aus eigener Kraft mit humanistischen Mitteln ein Weltreich aufzurichten. Aber Gott sagt, das wird euch nicht gelingen. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Und das sehen wir dann in der Offenbarung. In der Offenbarung sehen wir, wie der Mensch schlussendlich versucht, ein sogenanntes babylonisches Reich, ein Weltreich, die Bibel nennt es sogar antichristliches Reich, ja? Ein humanistisches Reich, das Gott ausklammert, aufzurichten, aus eigener Kraft. Aber es wird nicht dazu kommen. Im Gegenteil, dann Vers 10. Es kommt zu Gericht. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, das sind harte Worte. Er wird über sie donnern im Himmel, der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Mit dem letzten Satz des Liedes wird die kommende Herrschaft Jesu über diese Welt beschrieben. Allerdings kommt es zuerst zu diesem, was da in A steht. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Paulus sagt das in Athen auf dem Areopag, wo diese großen Philosophen der damaligen Zeit sich versammelten, ja, und wollten wissen, was hat dieser Mann da gefunden. Hat er uns was Neues zu sagen? Was bildet er sich ein? Und dann erklärt er ihnen, ja, Gott und Jesus Christus, den Sohn Gottes, und er sagt, Gott hat die Übertretungen quasi übersehen in seiner Gnade und Güte, aber jetzt gebietet er den Menschen, tut Buße.
weil er eines Tages, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird durch einen einzigen Mann. Das ist Jesus. Und hier sehen wir dann, wenn dieser Mann zurückkommt, kommt zuerst das Gericht, weil Gott muss Ordnung schaffen. Also kann man das Gericht sogar als etwas Positives auch sehen, dass Gott einfach die Unordnung des Menschen aufhebt und Ordnung schafft. Und dann kommt der Jesus Christus in Herrlichkeit wieder. Hannah ist die erste Person in der Bibel, ich habe das glaube ich schon mal an anderer Stelle gesagt, die den Messias wörtlich erwähnt. Sie sagt, er wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Das Wort Gesalbter bedeutet ja im Hebräischen Messias und im Griechischen Christus. Ja? Christus, griechisch, Messias, hebräisch bedeutet der Gesalbte. Der König Gesalbte, das ist Jesus Christus. Und man bedenke, das Samuelbuch ist ja das erste Buch der Königsbücher. 1., 2. Samuel, Könige, ja? 1., 2. Könige, 1., 2. Chroniker. Und diese Königsbücher werden eingeleitet mit dem König aller Könige. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Mutter Jesu ihr Lied bei der Geburt des Herrn Jesus Christus quasi an das Lied der Hannah anlehnt, wenn man diese beiden Lieder vergleicht. Lukas 1, 46 bis 55, dann sieht man, das hat eine gewisse Übereinstimmung, das Lied der Maria über Jesus Christus mit dem Lied Hannah über Gott und den gesalbten König. Und darum geht es nämlich. Das schlussendliche Ziel aller Heilsgeschichte, aller Aussagen Gottes, aller Prophezeiungen ist Jesus Christus. Das sagt uns auch die Offenbarung 19,10. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Also alle Weissagungen in der Bibel, alle Verheißungen in der Bibel, alle Prophezeiungen in der Bibel münden schlussendlich in Jesus, dem Gesalbten. So, und jetzt zum Schluss. Ich weiß nicht, ob ich den Bibelvers auch noch habe. Ja. Als abschließende Bemerkung nur. Die Hannah, die hat sich an den Gott Israels gewendet und die hat damals das Gelübde abgegeben, dass wenn sie einen Sohn bekommt, dass sie ihn eben dem Herrn weihen will und dass dieser dann in der Stiftshütte Dienst tun soll. Und als ihr Sohn Samuel geboren wurde, da hat sie das dann auch getan. Sie hat ihr Gelübde erfüllt und tatsächlich, der Samuel wurde dann einer der größten Propheten, untadeliger Mann. 1. 2. Samuelbuch. 1. Samuelbuch steht seine Geschichte. Und das Interessante ist, oder das Schöne, ich meine, oder zunächst mal das Schwierige, die Hannah, die sich so ein Kind gewünscht hat, und jetzt kommt das Kind endlich, und dann, als dieses Kind entwöhnt war, bringt sie ihn und gibt ihn ab in die Stiftshütte nach Silo, unter die Fittiche von Eli, dem Priester. Und dann hat sie ihren Sohn nur höchstens 3-mal im Jahr gesehen, bei den 3 Besuchen in Jerusalem, wenn nicht sogar nur einmal im Jahr. Also das war schon, es kriegst ein Kind, ja, und dann gibst es ab und dann siehst es doch kaum, also nicht so einfach. Aber Hannah und ihre Familie, die lebten in Rama. In Rama. Das ist nicht die Margarine. Die kommt da nicht her. Kapitel 1, Vers 1 und 19, da steht das. Das habe ich jetzt hier nicht stehen. Die lebten in Rama. Kapitel 1, Vers 1 und 19. Silo, wo die Stiftshütte stand und wo sie ihren Sohn dann Samuel hinbrachte, lag weiter nördlich, so vielleicht grob 30 Kilometer nördlich. Aber zu Fuß war das immerhin auch noch eine Strecke. Aber später heißt es über Samuel eben hier, als er dann dieser große Mann Gottes war, 1. Samuel 7, 17, doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück. Denn dort war sein Haus und er richtete Israel dort und baute dort dem Herrn einen Altar. Das will bedeuten, und damit schließe ich ab, das will bedeuten, dass es nichts gibt, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, wie ist Ihre Situation?
Vielleicht sagen Sie, ja, ich hocke ja auch im Loch. Ich weiß ja auch nicht mehr weiter. Ich sehe ja auch keinen Sinn im Leben. Ich bin ja auch verzweifelt. Wie weit ist man von Gott entfernt? Ein Gebet. Wer den Namen des Herrn anruft. Das zeigt uns hier, die Frau lebt in Rama, gibt ihren Sohn ab nach Silo. Es gibt nichts, das wir dem Herrn geben, ich sage mal opfern, ja? Ich meine jetzt nicht das Geld, Leben opfern oder unsere Gaben ihm zur Verfügung stellen. Unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Sicher wahrscheinlich auch Geld, nebenbei gesagt, aber darum geht es jetzt nicht in erster Linie. Es gibt nichts, was wir dem Herrn zur Verfügung stellen, das wir nicht vielfältig zurückbekommen. Am Schluss ist der große Samuel ein großer Mann Gottes. Und er lebt wieder in Rama, da wo seine Mutter lebte und ihn abgegeben hat. Nichts ist verloren, was wir dem Herrn übergeben. Mit ihm, mit Jesus, kann man nur gewinnen in Zeit und Ewigkeit. Der Herr segne uns in unseren Entscheidungen. Amen. Wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir wollen dir danken auch für dieses Lied der Hannah, vom Heiligen Geist Gottes inspiriert. Die traurige Frau, die zu einer fröhlichen Frau wird, die Gewissheit bekommt, die plötzlich stark wird, erstarkt in dir. Aber auch die prophetischen Aussichten in und auf Jesus Christus, über Jesus Christus, bis in die Zukunft hinein. Das alles zeigt uns, Herr, du bist Gott. Im Kleinen und im Großen. Und du hast den Überblick. Wo uns keine Menschen verstehen, da siehst du unser Herz und kennst unsere Empfindungen. Herr Jesus, wir wollen es sagen, wie Hannah in unserem Herzen, flüsternd, leise. Hier, Herr Jesus Christus, ist mein Leben. Hier ist meine Not.